Am Schlussabend im Ferienheim Seebühl haben Lotti und Luisli sozusagen Generalprobe abgehalten. Lotti ist als Lockenkopf Luisli auftreten und Luisli als Lotti mit Zöpfen und ernstem Gesicht. Kein Mensch hat etwas gemerkt. Und darum sind sie am anderen Morgen mit gutem Mut heimgefahren. Lotti auf Küsnacht, Luisli auf Winterthur. Natürlich haben sie vorher noch abgemacht, dass sie sich regelmäßig schreiben, postlagernd, weil sie ja niemand hat dürfen merken. Also mach's gut, Lotti. Du auch, Luisli. Ich habe ein bisschen Schiss. Meinst du, ich nicht? Aber wir machen es gleich, oder? Auf alle Fälle, Luisli. Auf jeden Fall, Lotti. Also, dass sie ein bisschen Angst hatten, kann man gut begreifen, oder? Es war auch nicht einfach. Lotti, der jetzt natürlich Luisli geheissen hat, Lotti hat mit seinem Papi gerade am ersten Tag schon in sein Stammlokal essen. Auf Zürich in die Kronenhalle. Und dort waren auch Haufen Bekannte und Freunde vom Herrn Passetti. Und alle sind natürlich an den Tisch gekommen, am Töchterli Grüezi sagen nach der Ferien. Zum Glück hat Luisli alle so gut und genau beschrieben, dass Lotti immer gerade gewusst hat, wer jemand war. Keinem einzigen hat der letzte Namen gesagt. Aber jemand hat den Schwindel gleich gemerkt. Der Struppi vom Herr Dr. Streuli. Der Doktor hat mit ihm geschimpft. Aber Struppi, was bist auch du für ein dummer Hund, hä? Kennst du deine beste Freundin nicht mehr? Bloß weil sie 3 Wochen in der Ferien war. So etwas Dummes. Auch Luisli hat Schwierigkeiten gehabt. Als Lotti hätte sie ja leider kochen können, weil Lotti eben manchmal zu Mittag oder auch zu Nacht gemacht hat, wenn seine Mami auf der Zeitung länger aufgehalten worden ist. Zum Glück hat sich als Luisli alles ganz genau aufgeschrieben gehabt. Aber woher hätte sie wissen, wie viel Salz man muss ins Wasser tun, wenn man Spaghetti macht? Eine Prise ist da gestanden. Aber wie viel Gottfried-Stutz ist eine Prise? Und wo ist die Käseraffel? Und der Büchsenöffner für das Tomatenpüree? Als Frau Keller müde und abgekämpft heimgekommen ist, hat ihm kein fröhliches Mädchen die Tür aufgemacht, sondern ein einziges Häufchen Elend. Du musst nicht schimpfen, Mami. Ich glaube, ich habe das Kochen verlernt in den Ferien. Ja, aber Lotti, Kochen kann man doch nicht verlieren. Was gibt's? Spaghetti hätten sollen werden. Ja, aber die sehen doch ganz prima aus. Findest du? Ich finde, sie sehen eher aus wie ein Stück Käseweihe. Ja, mach doch nichts. Käseweihe habe ich auch gern. Und weisst was? In den nächsten Tagen schaust du einfach wieder gut zu, wenn ich koche. Dann kannst du es gleich wieder so gut wie vor der Ferien. Vielleicht sogar noch besser. Mhm. Also besser kochen als Lotti hat Luisli natürlich nicht gelernt, aber fast gleich gut. Auch der Struppi vom Herrn Dr. Streuli hat sich an Lotti gewöhnt und hat sie bald genauso freundlich begrüßt wie früher ihre Schwesterli. Und auch Frau Rösch hat sich daran gewöhnen, dass das Töchterli vom Herrn Passetti sich irgendwie verändert hat in den Ferien. Aber Frau Rösch kennen ihr ja noch gar nicht. Die hat am Herrn Passetti den Haushalt gemacht, weil er ja keine Frau mehr hatte. Und sie hat sich, unter uns gesagt, nicht gerade überlupft bei dieser Arbeit. Vielleicht hat sie sich sogar manchmal beim Zusammenzählen im Haushaltungsbuch ein bisschen verrechnet, zu ihren Gunsten. Aber jetzt, nach der Sommerferien, ist das mal nicht mehr gegangen, weil das Töchterli plötzlich alles nachgerechnet und jedes Fehlerli gerade gemerkt hat. Dafür ist dem Herr Lehrer Hebis zur Winterthur aufgefallen, dass seine Schülerin Lotti zumal viel lebhafter war und viel weniger gut aufgepasst hat. Aber wirklich gemerkt hat niemand etwas. Und so wäre alles in schönster Ordnung gewesen, wenn nicht ein gewisses Fräulein Ottilie Oertli gewesen wäre. Das Fräulein Oertli war eine gute Bekannte vom Herrn Passetti. Und dann erst noch sehr schön. Jetzt können ihr ja denken, dass Lotti Angst hatte, dass das schöne Fräulein Oertli sie in der Ferien vielleicht bereits ein bisschen mehr geworden als nur eine gute Bekannte von seinem Papi. Und das hat natürlich gar nicht in den Plan von diesen 2 Mädchen gepasst. Aber auch das Fräulein Oertli selber war nicht mehr zufrieden. Ganz vorwurfsvoll hat es zum Herrn Passetti gesagt: Man sieht dich so selten in letzter Zeit, Fritz. Ach weisst, seit Luisli wieder zurück ist aus der Ferien. Weisst, ich habe das Gefühl, ich hätte mich manchmal ein bisschen zu wenig gekümmert um das Kind. Das finde ich gar nicht. Auf jeden Fall bin ich heute dazugekommen, wie es am Klavier probiert hat zu spielen. Ai, 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 immer nur Gorgonzola. Und jetzt gebe ich mir ein bisschen Unterricht, weisst. Das macht mir irrsinnig Spass. Und mir übrigens auch. Was du nicht sagst. Und ich habe immer gemeint, du kommst vor lauter Arbeit nicht dazu, mir anzurufen. Und weil das Fräulein Oertli nicht nur schön war, sondern auch noch ziemlich schlau, hat sie gemerkt, dass das Kind für ihre Pläne noch recht gefährlich könnte werden.
Auch der Lehrer vom Lotti, hast schon gesagt, hat etwas gemerkt. Dass das Lotti in der Schule nicht mehr so mustergültig aufpasst und mitgemacht hat wie vor der Ferien. Die Frau Keller hat einen Brief gekriegt vom Herrn Hebeisen und dann ist sie halt mit ihm reden. Ich bin beunruhigt, Frau Keller, sehr beunruhigt. Ich gar nicht, Herr Hebeisen. Aber hören Sie, früher war Lotti eine Musterschülerin. Ja, und genau das war vielleicht eben falsch gewesen. Ein Kind sollte nämlich ein Kind sein, Herr Lehrer. Er kennt es geradenen Erwachsenen. Mir ist es lieber, Lotti ist ein lustiger, lebhafter Loser als eine Musterschülerin. Früher war es doch auch lustig und lebhaft, trotzdem aber vorbildlich in der Schule. Also, warum jetzt auf einmal nicht mehr? Ich weiss es auch nicht. Wenn man arbeiten geht, weiss man überhaupt zu wenig von seinem Kind. Und vielleicht verlangt man auch zu viel von ihm. Dass es einem hilft, im Haushalt, in der Küche. Dass es begreift, wenn man keine Zeit hat, wenn man Probleme hat. Statt dass man es einfach lässt, das Kind sein. Also ich als Lehrer muss natürlich sehr schauen. Ist es dann wirklich so tragisch, Herr Hebeisen, wenn es mal ein bisschen länger hat an einer Rechnung? Oder wenn es einen Tolken macht ins Reinhilfe? Ja, das ist auch so etwas, was mich beunruhigt. Sehr beunruhigt sogar. Seit der Sommerferien, Frau Keller, schreibt ihr Lotti längstens nicht mehr so schön wie vorher. Ich möchte fast sagen, das Kind hat eine ganz andere Schrift bekommen. Und wir wissen sogar, warum das Lotti plötzlich ganz eine andere Schrift hatte. Aber der Herr Lehrer Hebeisen hat das natürlich nicht wissen. Und darum war er ja so beunruhigend. Sehr beunruhigend. Das richtige Lotti aber, das, wo die Küssnacht die Rolle vom Luisli gespielt hat, das hat im Moment schwerere Sorgen gehabt. Als an einem schönen Tag von der Schule heimgekommen ist, da ist aus dem Arbeitszimmer vom Papi nicht wie gewöhnlich Klaviermusik gekommen, sondern die Stimme von einer ganz bestimmten jungen Dame. Ah, das Töchterli. Grüezi, Luisli. Ich habe am Frau Nördling vorgespielt, was ich heute Morgen komponiert habe. Spielst du es mir auch vor? Du gehst doch sicher lieber noch ein bisschen voraus, spielen mit den anderen Kindern. Spielen dunkelt mich blöd. Seit wann? Sonst nicht, nur jetzt. Hast du Aufgaben? Leider, aber bevor ich die Aufgabe mache, kommt noch etwas anderes dran. Und das wäre? Man weiss doch, was sich gehört. Wenn du Besuch hast, Papi, mache ich dir und dem Besuch selbstverständlich einen Kaffee. Ich bin gerade wieder da. Ein energisches Persönchen, deine Tochter. Ich finde es glatt, wie sie sich um alles kümmert. Ist es nicht fast ein bisschen altklug? Mich stört es nicht. Im Gegenteil. Nehmen Sie ein Stück Zwetschgenweihe zum Kaffee, Fräulein Oertli. Nein, danke. Wegen der Linie. Hast nur halb gedacht. Aber du, Papi, nimmst dafür 2, gell? Und ich auch. Ah, du isst auch mit? Klar, ich leiste neue Gesellschaft. Das macht man doch, wenn jemand auf Besuch kommt, oder nicht? Der Kaffee ist gerade fertig. Los, ich sehe gerade, dass es schon 20 vor 5 ist. Ich bin verabredet. Ich muss leider. Ich kann nicht bleiben. Entschuldigung. Das ist jetzt aber schade, gell, Papi? Sehr. Also, adieu, Luisli. Adieu, Fräulein Oertli. Sehe ich dich heute Abend? Ja, natürlich. Wie abgemacht. Komm dich abholen. Wenn dich deine Tochter gehen lässt? Ach, komm jetzt. Doch. Das Kind hat dich regelrecht unter dem Pantoffel. Das Röttli. Und muff wie noch etwas ist Fräulein Oertli auf und davon. 1:0 für Lotti. Aber genützt hat ihm der Sieg leider nicht viel, denn Fräulein Oertli hat sich natürlich nicht so leicht geschlagen gegeben. Und weil sie, wie gesagt, nicht nur schön war, sondern auch schlau, hat sie den Papi vom Lotti langsam aber sicher um den Finger gewickelt, bis er am Abend endlich das zu ihr gesagt hat, was sie schon lange hören wollte. Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Erlaubt es deine Fräulein Tochter? Komm jetzt. Ja, aber ein bisschen Hemmungen hat er gleich gehabt, um dem Lotti zu erzählen, dass er sich wieder möchte verheiraten. Ich muss mit dir reden, Luisli. Soll ich dir nicht zuerst einen Kaffee machen? Nicht jetzt. Komm, sitz ab. Es handelt sich nämlich um etwas sehr Wichtiges. Du weißt, seit deine Mami nicht mehr bei uns ist, bin ich immer alleine gewesen. Nicht ganz allein natürlich, du bist ja bei mir gewesen. Zum Glück. Aber jetzt möchte ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten. Verstehst du? So ein Örtli. Nein. Bitte nicht. Sie hätte dich sehr gern. Sie wird ganz bestimmt eine ganz gute Mutter sein für dich. Und du weißt, auf die Länge wäre das sowieso nicht gut für dich. Und du müsstest in einer Familie ganz ohne eine Frau aufwachsen. Verstehst du? Du wirst dich daran gewöhnen, wirst du sehen. Sicher, Luisli. Weisst, böse Stiefmütter, das gibt's nur noch in den Märchen. Ich weiss, dass ich mich auf dich verlassen kann, Luisli. Gell? So, und jetzt muss ich aber pressieren. Also.
Ciao, Luisli. Ciao. Am Lotti war es, als hätte mir jemand eine Box in den Magen gegeben. Nein, hat sie immer wieder gedacht, das darf nicht passieren. Und ich mir doch so wünsche, dass meine Mami wieder zurückkommt zu meinem Papi. Aber das Lotti hätte nicht müssen das Lotti sein, wenn sie jetzt einfach aufgegeben hätte. Es hat im Telefonbuch nachgeschaut, wo Fräulein Oertli wohnt. An der Schneckenmannstrasse am Zürichberg. Um 6:30 hat es gedacht, sei das Fräulein Oertli sicher daheim. Und darum ist es am gleichen Nachmittag nach der Schule mit dem Zug auf Zürich gefahren, am Bahnhof Stadelhofen ausgestiegen und vom Bellevue aus mit dem Tram Nummer 6 bis zur Kirche Fluentern gefahren. Es hat sich darum zuerst bei der Frau Rösch genau erkundigt, wie man zu der Schneckenmannstrasse kommt. Jetzt schau da, das Töchterli von Fritz. Komm rein. Möchtest du nicht dein Männchen ausziehen? Nein, danke, ich bleibe ja nicht lange bei Ihnen. Komm rein, nimm Platz. Das ist jetzt nicht, dass du mir ein Besuchchen machst. Hast du schauen, wo ich wohne, gell? Nein, ich muss Ihnen etwas sagen. Aha, da bin ich aber gespannt. Mein Papi hat gesagt, Sie wollen ihn heiraten. Tatsächlich. Er hat ja nicht eher gesagt, er will mich heiraten. Schon eher, gell? Und weisst, ich bin überzeugt, dass wir zwei ganz fabelhaft werden miteinander auskommen. Ganz fabelhaft, du wirst sehen. Sie dürfen meinen Papi nicht heiraten. Und warum nicht? Weil Sie einfach nicht dürfen. Das ist keine sehr befriedigende Erklärung. Aber eine, die stimmt. Du willst mir also verbieten? Das ist ja unerhört. Unerhört ist das. Gang jetzt sofort heim, hast du gehört? Ich muss mir's noch gut überlegen, ob ich deinem Vater erzählen will, dass du die Frechheit gehabt hast. Also, wenn ich es nicht mache, dann nur, weil ich möchte, dass wir beide noch mal sehr, sehr gute Freunde werden. Hast du gehört? Bitte, bitte, liebes Fräulein Oertli, lassen Sie uns doch so, wie wir jetzt sind. Adieu. So eine Frechheit.